So, jetzt nimmt es auch auf. Willkommen da beim Cola Podcast. Heute wieder mal aus meinem Studio, was in Wirklichkeit meine Stube ist. Aus der Wohnung, live aus der Wohnung. Machen wir dann eine neue Content-Folge, und zwar eine weitere Folge vom Track-Travel-Prozess vom Mad at Disney Song von der Salem Elise. Zu dem Track-Travel-Prozess gibt es schon 3 Folgen, die werdet ihr in der Video-Description wie immer werdet ihr all die Teile verlinkt sehen, die wir schon zuvor hatten. Für die sich das Format zum ersten Mal anschauen, in diesem Track-Travel-Prozess, schauen wir uns den Werdegang von einem Song an. In diesem spezifischen Fall ist es ein internationaler Song, ein internationaler Popsong. Schauen wir uns ein bisschen den Werdegang an und die Route, wo so ein Song kann um ein besseres Verständnis bilden, sage ich mal, wie sich so ein Song oder ein Single im Markt kann verhalten, im Schweizer Markt, aber vielleicht auch im internationalen Markt. Da werden sicher noch andere Songs kommen. Zu dem Mad at Disney Fall, wer sich den ersten Teil angeschaut hat, wird auch ein bisschen wissen, um was es geht bei diesem Song, beziehungsweise wieso das Songbeispiel so spannend ist. Wir gehen da jetzt in dem Teil 4 vielleicht aber auch nicht abschliessend an die Sache an. Es hat sich ein paar Sachen entwickelt, die ich euch mit euch gerne da noch schnell anschauen würde. Das wird aber eine kürzere Folge wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Timer im Auge habe. Weil der Song auch schon ein bisschen am Abflachen ist, sage ich mal. Aber am besten schauen wir das mal im Browser an, wie wir das zuvor auch schon gemacht haben. Zwar einfach so als ganz kleiner Recap. Wir sind jetzt, wenn ich das WordPad hier aufmache, wir haben am 15.09. haben wir angefangen, den Song ein bisschen analysieren. Wir haben es jetzt von Woche zu Woche ein bisschen analysiert, haben uns ein paar Notizen gemacht, wieso der am Anfang so speziell auftaucht ist, beziehungsweise wieso das so spannend war, zum ein bisschen betrachten in einem internationalen Umfeld. Vor allem ist das auch wegen der Spotify-Features. Today's Top Hits ist da am Anfang dabei gewesen. Pop Rising, TikTok Hits, auch schon erklärt worden, wieso der Song auf TikTok so gross ist, beziehungsweise dass der von dort ein bisschen kommt. Dann auf YouTube, das schauen wir uns nachher noch ein bisschen an, weil dort hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen schon etwas gemacht. Apple Music auch, gibt es ein paar neue Playlist-Seedings, die wir uns anschauen können, die in dieser Zeit entstanden ist. TikTok ist halt weiterhin am Aufgehen. Aber ich würde mal meinen, wir machen uns da, nachdem wir letzte Woche Folge über Zielgruppen gemacht haben und welche Hörer der Song könnte potenziell interessieren, gehen wir jetzt da mal, heute ist der 6. Das war letzte Woche, oder? Genau. Und dann fangen wir an. Aber bevor wir da anfangen, beziehungsweise was schauen wir uns jetzt am ehesten an? Wir machen das mal zu schnell. Ich würde meinen, als erstes gehen wir uns vielleicht die Quarbs Ländercharts anschauen. Genau, weil das Tool habe ich euch zuvor noch nicht gezeigt, so viel mehr ist. Das ist diese Seite, quarbs.net. Die tue ich dann auch noch in die Video-Description, kann man sich dann auch noch selber anschauen. Die Seite ist sehr, sehr rudimentär aufgebaut, sprich sehr, sehr simpel. Für Industrieveteranen ist die Seite bereits vorher bekannt gewesen, weil wer auch immer da dahinter ist, ich weiß leider nicht, wer das tatsächlich ist, aber der Betreiber oder die Betreiberin von dieser Seite ist schon zu damaligen Zeiten, wo es nur so um iTunes-Charts und so gegangen ist, vor x Jahren, lass es irgendwie 6-7 Jahre sein, ist die Seite schon betrieben worden und seitdem ist sie auch industriemäßig schon verwendet worden. Die Seite hat über die Jahre so ein paar Änderungen bekommen,
Unter anderem sind halt Spotify-Charts noch dazu gekommen, oder Spotify-Analyse-Daten. Man kann da auch ein bisschen selber recherchieren, für die, was es würde interessieren. Es hat halt gewisse unbrauchbare Daten, aber auch gewisse sehr hilfreiche Daten, wo die Seite anzeigt. Was man da ein bisschen muss verstehen, vielleicht bevor wir da reingehen, ist, dass die Seite mit die Spotify-Streams, die es nachher wird anzeigen, oder die, wo man da jetzt zum Beispiel sieht, Today's Top Artists, oder wenn wir dann später reingehen, da zum Beispiel in die United States, kann man dann auf Total gehen und dann zeigt es dir gewisse Parameter an, unter anderem wie lange der Song in den Charts war, in dem jeweiligen Land. Das kann man natürlich auch für die Schweiz machen. Am besten machen wir das mal schnell für die Schweiz. Dann sehen ihr dort, was ich meine, wenn man da auf Switzerland geht und Total, ich hoffe, das sehen wir jetzt einigermaßen. Vielleicht zoome ich noch ein bisschen her. Dann sehen wir das ein bisschen mehr, wenn der Zoom funktioniert. Genau. Und dann zeigt es dir ein paar Sachen an. Oh, jetzt zoomt es ein bisschen zu weit da. Jetzt sind wir halt zu weit drin. Die Seite braucht damals auch ein bisschen länger zum Laden leider, weil sie ein bisschen auf einer alten Basis programmiert worden ist. Aber so ist, glaube ich, gut. Genau. Die Seite zeigt dir an, wie lange der Song in den Spotify-Charts war, in den jeweiligen Ländercharts, ob er Top 10 erreicht hat und wie lange, wie viele Wochen er, oder beziehungsweise da in dem Fall, wie viele Tage er dort drin war. Es zeigt dir den Peak an, Peak Streams, wo er erreicht hat, und das sind Daily Streams da wieder. Das sind alles tägliche Zahlen, die er da sieht. Dann zeigt es dir das Total an. Jetzt, und das ist noch spannend, so, da kann man auch selber ein bisschen anschauen. Da zeigt es jetzt in dem Fall das Total von den Streams an. Nicht, wo der Song Dance Monkey von Tonsenei in dem Fall in der Schweiz erreicht hat, sondern das Total, wo der Song in dieser Zeit erreicht hat, wo er in den Spotify-Charts drin war. Sprich, die reale Zahl, wie viele insgesamt die Streams da aus der Schweiz sind, bei diesem Beispiel werden mehr sein in diesem Fall als die 16 Millionen, weil es registriert nur die Streams, die in den Spotify-Charts so lange wie der Song in den Spotify-Charts drin war. Der einfache Grund ist, weil dass die Quarp-Seite mit der Schnittstelle, mit der API-Schnittstelle, sehr wahrscheinlich, vermute ich mal, von diesen Spotify-Charts verbunden ist. Und es hat natürlich nur Kenntnis darüber, über die Zahlen, über die täglichen Zahlen, die da hinten, die da geschrieben sind, die halt öffentlich sind. Sprich, da kann man halt x Tage oder x Jahre auch zurückgehen. Und das alles hat Quarps drinnen gespeichert, aber es hat nicht die tatsächliche insgesamte Anzahl an Streams gespeichert. Es macht ein bisschen Sinn, wenn man das ein bisschen selber analysiert, dann wird man ein bisschen verstehen, was ich meine. Man muss da aber immer ein bisschen vorsichtig sein und einfach berechnen, dass es durchaus mehr Streams könnten sein. Also der Dance Monkey hat in der Schweiz jetzt nicht nur total 16 Millionen Streams gemacht, sondern um einiges mehr, und das kann gerne das Dreifache oder das Vierfache vielleicht von dem sein oder das Zweifache. Das Zweifache sicher, das Vierfache ist jetzt ein bisschen übertrieben, schätzungsweise. Aber genau, es zeigt dir einfach auf Quarps, wenn er für die Analytiker-Nerds unter euch, zeigt es halt einfach all die öffentlichen Daten an, die innerhalb von diesen Spotify-Charts registriert sind. Sprich, wenn ein Song schon mal in den Charts entdeckt worden ist oder in der Top 200 war, dann werden die Daten auch im Quarps erfasst, da in diesem Tool. Wieso ist das jetzt relevant für den Mad at Disney-Fall? Jetzt geht es da ewig, wenn man wieder rausscrollt. Wieso ist das jetzt relevant? Weil wenn ich da wieder zurückgehe und unter United States schauen und da nach dem Mad at Disney Song suchen, dann werden wir ihn da finden auf der Position 1988. Die Positionen links müssen jetzt nicht so viel bedeuten, aber auch da wieder 11 Millionen Streams zeigt es da total an.
das sind die 11 Millionen Streams. Der Song hat offensichtlich, wenn man da jetzt reingeht, wenn ich Spotify gesehen, genau, hat er 47 Millionen Streams. Der Song hat offensichtlich mehr und da sind auch mehr Streams. Zeigt das jetzt immer noch an. Genau, Spotify muss ich schnell schließen da. Es sind natürlich mehr Streams, auch da in Amerika, die entstanden sind bei diesem Song, als die 11 Millionen Streams. Das sind, wie gesagt, wenn wir jetzt wieder schnell auf den Song gehen, das sind nur die 11 Millionen Streams, die ihr da seht, sind nur die 11 Millionen registrierten Streams, solange der Song in den US Top 200 Spotify Charts war. Der ist natürlich jetzt immer noch drin und solange er in den Spotify Charts ist, werden die Streams da auch immer wieder neu dazu addiert, sozusagen. Aber der wird da halt auch in US, kann man vermutlich davon ausgehen, dass er ein bisschen mehr Streams generiert hat als nur die 11 Millionen. Spannend aber da ist, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man da auf den Songtitel klickt, kommt man in die Spotify Chart History. Und ich sage mal, wenn man da jetzt ein bisschen rausscrollt, sind jetzt, genau, da sehen wir ganz viele Länder oder Ländercodes, die Abkürzungen. Und das ist basically die gleiche Statistik sozusagen, wie das, was ihr da seht, in den Spotify-Charts. Wenn ihr da halt den Filter würdet alles auf einer Seite schön anzeigen lassen und jeden Tag einzeln hättet, dann hättet ihr eigentlich, jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen, was ich meine mit dem, dass es verbunden ist mit den Spotify-Charts, mit der anderen Seite, weil das ist genau die gleiche Übersicht, einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen simpler aufgestellt und ich sage mal, das Corpse.net oder vor allem die Spotify Chart History Seite, die ist sehr gut dafür, um selber ein bisschen studieren und können recherchieren, wie es international aussieht um so einen Song, wie jetzt der Mad at Disney, wo wir da am analysieren sind. Weil da muss ich jetzt natürlich ein bisschen raus oder ich kann trotzdem drinnen bleiben. Da seht ihr eben da, kann man zum Beispiel nach Streams, beziehungsweise nach Both oder Positionen, man kann wie so ein bisschen beides machen. Wir machen es jetzt mal nur mit den Positionen. Du könntest da auch sagen, zuerst mal, wenn wir Daily, dann geht die Liste noch ein bisschen länger, dann kann ich nachher schnell erklären, was geht. Wenn wir jetzt Both würde machen, dann würde es alle Tage anzeigen, oder zumindest so den letzten Monat, aber täglich. Und umso weiter runter es geht, wie ihr da seht, 5.10. ist das letzte Update gemacht worden, das war gestern. Umso weiter es runter geht, umso näher sind wir am heutigen Datum, wo wir es jetzt recorded haben sozusagen. Und umso weiter man raufgeht, das ist jetzt der 5.9., das ist, muss man immer im amerikanischen Datum lesen, sprich der 5. September ist das jetzt gewesen. Es geht zurück bis zum 5. September, aber das Both ist ein bisschen unübersichtlich, darum machen wir jetzt mal nur Positionen. Also könntest du auch anzeigen lassen, Streams, wie sie gewachsen sind in diesen Tagen, global jeweils und in all den verschiedenen Ländern. Aber mir geht es jetzt nur mal um Positionen, weil das, was wir in den ersten 3 Teilen sozusagen oder in den ersten 2 Teilen zu dem Mad at Disney Song ein bisschen händisch besprochen haben, sage ich mal, oder ein bisschen oberflächlich im Spotify Store selber, kann man da sehr viel detaillierter anschauen für die, was interessiert, weil es gibt da eine Reihe oder eine Sparte global. Das sind die Charts, die ihr da seht, die global alle Streams von allen Ländern zusammenkommen von einem jeweiligen Song. Da ist der Mad at Disney Song momentan auf dem 63. Wenn man da runtergeht, wird es auch ziemlich übereinstimmen. Auch auf dem 63. Gestern war es auch auf dem 63 gewesen. Und es zeigt es einfach ein bisschen simpler an, was man da halt manuell hätte können anschauen können. Was es da aber sofort anzeigt, ist, der Peak global ist auf dem 40 gewesen. Was wir da jetzt feststellen können, wenn man die Reihe ein bisschen runtergeht, ich hoffe, das sieht man auch ein bisschen, ist, dass er irgendwo, sage ich jetzt mal, ja, etwa dort, wo wir, so ziemlich dort, wo wir Teil 1 gemacht haben, oder Teil 2 vor 3 Wochen, 3-4 Wochen, ist der Song in den globalen Spotify-Charts auf dem All-Time-Peak gewesen, sprich auf dem höchsten Peak bislang mit dem 40 und ist halt am Steigen gewesen bis dort hin.
und ist dann wieder ein bisschen gefallen, hat sich wiederum ein bisschen gefangen, sieht man auch da, irgendwo in den 50er. Und jetzt sage ich mal, dümpelt er irgendwo zwischen 65 und 50 auf täglicher Basis in den globalen Charts. In den US oder in den verschiedenen individuellen Ländern, US zum Beispiel, wo ja stark, also einer der stärkeren Länder war, ist schon von Anfang an, sieht man, dass er jetzt mittlerweile auf 108 zurückgekehrt ist. Das ist so das letzte Update. Und ist auch schon höher gewesen, weil da ist der Peak ist da auch schon auf dem 51 gewesen. Und ich kann jetzt nicht all die Ländercodes natürlich aus dem Stegreif, man könnte es googlen, was das alles bedeutet. Idee ist, so viel man ist Indonesien, also gewisse im asiatischen Raum, wie wir das auch schon gesehen haben, Singapur. Man könnte sich jetzt zum Beispiel anschauen, okay, wo ist überall der Peak gewesen. Also die oberste Sparte, die wir da sehen, da sieht man global 40, Indonesien 13, PA ist, glaube ich, Philippines, so viel man ist, wenn ich da Ländercode PA Philippines, genau. 15, dann sehen wir Australien 32, Großbritannien 103, also UK, was für uns, für die Schweiz jetzt, weil es ja im Track-Travel-Prozess, habe ich da ein bisschen aufzeigen, welche Länder für die Schweiz so ein bisschen relevanter wären. Wenn er jetzt ein bisschen grösser wäre, würde man jetzt sehen, US und Großbritannien ist er jetzt schon wieder ein bisschen am Fallen, da mit US auf 108 und UK sogar 185 jetzt, was jetzt nicht mega Argumente sind, sage ich mal, zum den Song jetzt auch in weitere internationale oder europäische Spotify-Playlists zu platzieren. Wenn ihr da seht, die anderen Peaks, das ist, glaube ich, Singapur, so viel man ist, auch auf dem 7. Und die höheren Peaks sind halt eher im asiatischen Raum, sage ich mal, und nicht wirklich in der Nähe vom europäischen Raum, weil auch so etwas wie DKSE, also die Nordics, die nordischen Länder, wo man sich auch ein bisschen abschaut für die Schweiz, oder ein bisschen so als Referenzwert kann nehmen, sage ich mal, weil gewisse Songs, die in den nordischen Ländern funktionieren, auch in der Schweiz oftmals, also so im Pop-Bereich auch in der Schweiz könnten funktionieren potenziell. Die sind aber auch schon mal stärker gewesen, sage ich jetzt mal im internationalen Vergleich. Auch dort ist er halt relativ schwach. Und spannend, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum würde schauen, ist, DE ist gar nicht drin, wenn man da nach Deutschland würde schauen. Also so viel man ist, müsste mit DE gesucht werden, genau. DE ist nicht drin, die Schweiz auch nicht. Weil aber vom deutschsprachigen Raum oder unmittelbaren Nachbarsländer drinnen ist, also FR, Frankreich ist auch nicht drin. AT bzw. Austria ist drin. Lustigerweise, wenn wir jetzt schauen, ist Österreich der einzige, wo der Disney vom 168, genau, ist Österreich so das einzige Land, sage ich jetzt mal, in der Nähe, deutschsprachiges Land, wo halt auch sehr angesiedelt ist mit der deutschen Popkultur, ist jetzt das einzige Land, wo der Song ein bisschen Wellen geschlagen hat in den Spotify-Charts, aber auch nicht so hoch, sage ich jetzt mal, zum rechtfertigen, dass jetzt vielleicht Deutschland oder auch die Schweiz da mehr würde daran arbeiten. Österreich ist, müsst ihr ein bisschen verstehen, ist für den deutschsprachigen Raum oder halt für den deutschen Markt oftmals spannend, so ein bisschen als Testgebiet, weil vieles konsumtechnisch, was in Österreich funktioniert halt auch in Deutschland. Es muss nicht immer heißen, es ist jetzt keine Faustregel, aber die schenken sich da sehr viel, weil die Konsumenten relativ ähnlich ticken, auch aus der Historie, sage ich jetzt einmal, aus der Musik, Kultur, Historie. Und man könnte sich die Überlegung machen, es muss aber nicht, aber wäre jetzt der Song, der Mad Disney Song, höher in den österreichischen Spotify Charts, könnte das vielleicht halt auch eher ein Grund sein für Deutschland,
da ein bisschen mehr an diesem Song zu arbeiten. Früher war es halt so, um mal ein bisschen Anekdoten zu geben, wie es international ausgesehen hat. Früher war halt ein mega krasses Argument gewesen, wenn der Song in den UK-Charts sehr hoch oben ist. UK hat jetzt allerdings, wenn es darum geht, Europa oder die anderen europäischen Länder so ein bisschen zu influenzen oder ein bisschen zu beeinflussen, hat die UK ja, so ein bisschen nachgelassen, je nachdem gewissen Genres wie so Singer-Songwriter, Folk, Indie-Alternative Singer-Songwriter, hat die UK immer noch einen sehr hohen Ausstrahlungseffekt, auch in die Schweiz oder auch nach Deutschland. Aber das wäre jetzt auch da, bei dem Mad Disney Song, ist das auch in UK nicht stark genug, sage ich mal, dass Deutschland als viertgrößter Markt nach UK, oder sie haben so Rang 3 und Rang 4 im internationalen Markt, sage ich jetzt mal von der Größe, ist der Song jetzt auch nicht in UK gross genug, dass sich Deutschland das würde anschauen. Und da gibt es auch durchaus gewisse andere Länder, wo jetzt Deutschland auch würde über die Schulter oder würde dort anschauen, nicht über die Schulter schauen, um halt ermitteln, ob jetzt der Mad Disney Song etwas für sie wäre. Würde er jetzt in Kombination, sage ich mal, aber das ist jetzt auch einfach eine grobe Vermutung von mir, würde er jetzt in den US stärker sein oder wieder steigen, plus in Kombination mit den UK-Streams bzw. mit den Values in UK, könnte es halt sein, dass gewisse andere europäische Länder sagen, mal, wir gehen da wieder ran. Aber im Moment sieht es in diesen Ländern aus, wo jetzt der deutschsprachige Raum oder auch die Schweiz könnten beeinflussen, eher so aus, dass der Song jetzt zurückgeht, wie es da an den Peaks sehen. Ich werde aber die Seite auch noch sicher noch mal verlinken. Was das für mich ein bisschen heisst, ist, dass es auf Spotify sicher am Zurückgehen ist. Das können wir jetzt da, oder ein bisschen rückläufig ist, sage ich jetzt einmal. Das können wir da jetzt noch schnell rein tun für den 6. Dann haben wir das protokolliert. Spotify, dann kann ich das mal schön machen und abspeichern. Rückläufige, können wir sagen, rückläufige Chart Performance in US und UK. Ist auch schon höher gewesen, würde ich damit sagen. Und dann vermutlich Konsum im deutschsprachigen Raum, habe ich das richtig geschrieben? Deutschsprachigem Raum zurzeit noch nicht stark genug, um genug Argumente zu haben für Spotify ch.de AT. Genau, wenn das Sinn macht. Ding schauen wir uns jetzt da nicht mehr an, das speichern wir jetzt mal ab. Spotify Playlist, sage ich jetzt einmal, also Spotify-Seite, weil sich da jetzt nicht gross etwas geändert hat bei ihrem Track. Natürlich ist sie jetzt inzwischen, oder wie wir das auch schon besprochen haben, muss ich da den Browser wegnehmen, weil sonst sieht man den Browser immer noch. Das wollte ich nicht zeigen. Das wollte ich zeigen, genau. Sieht man Spotify-seitig, müssen wir uns das jetzt nicht mehr gross anschauen. Im Moment zumindest muss man das einfach ein bisschen weiter beobachten, ob der Song trotzdem noch Kurve kriegt, weil man kann da einfach anschauen oder ermitteln. Klar, sie ist in den Monthly Listeners gestiegen. Das ist auch nicht zu unterschätzen da. Das ist natürlich immer noch dennoch, auch wenn es zurückgeht in die US und auch in den Global Spotify Charts zurückgeht, ist das doch sehr, sehr stark, was da passiert. Weil sie ist schon mit diesen 10 Millionen Monthly Listeners, ist sie schon Platz 392 von den weltweiten Spotify Artists sozusagen, vom Konsum her. Und der Song hat inzwischen, wo wir uns glaube das erste Mal angeschaut haben, ist er bei 8, 9 Millionen Streams gewesen. Jetzt ist er schon bei 47 Millionen Streams auf Spotify. Das wird auch sicher noch weiter steigen. Aber das, was jetzt wird passieren, vielleicht, wenn die gewissen Spotify-Länder jetzt nicht grösser wird, sage ich mal, chartmäßig, wird der Song jetzt irgendwann
von der Konsumwelle her wieder runtergehen, wie wir das nachher auf YouTube auch noch werden, ein bisschen genauer anschauen. Und dann wird er halt mehr so passive Streams generieren, was immer noch in dem Verhältnis, wo sie sich befindet, die Salem Elise, ist das immer noch sehr, sehr viel, weil die wird das trotzdem mit 2-3 Millionen Streams pro Tag weiter streamen, ein Zeitchen lang. Aber Spotify-Zeitung müssen wir da jetzt nicht mehr gross noch etwas anschauen für den Moment. Da haben wir unsere Notizen gemacht, von dem her können wir da den Browser wieder aufmachen. Genau, das Corps verlinke ich dann noch. Was können wir uns jetzt noch anschauen? Apple Music, genau. Apple Music Seite nämlich hat sich ein bisschen etwas geändert seit das letzte Mal. Und zwar können wir jetzt da, wenn man das sieht, genau, befinden wir uns da jetzt in der Schweiz, im Apple Music Store in der Schweiz. Das letzte Mal, wo wir uns das nämlich angeschaut haben, ist er da gerade mal in der angesagt, also im Teil 1 gesehen ihr das. Salem Elise. Im Teil 1 oder Teil 2 könnt ihr das nochmal anschauen, das verlinke ich auch noch. Haben wir nämlich angeschaut und das war nur in der angesagt Playlist gewesen, damals in der da angesagt, oder A-List Pop heisst die, angesagt Pop, im deutschsprachigen Raum, und in der Wake Me Up ist er, glaube ich. Der Shazam Discovery ist auch schon drin gewesen, aber der kommt er automatisch rein, wenn man einen Shazamt. So. In diesen zwei war er schon drin gewesen. Da hat sich jetzt für die Schweiz in der angesagt selber hat sich nicht mega viel geändert. Da ist er immer noch, glaube ich, im Mittelfeld irgendwo, wenn man jetzt nach einem Song würde suchen. Genau, da sehen wir Mad Disney. Wenn wir jetzt aber zurückgehen und in der Wake Me Up wird es jetzt wahrscheinlich, haben wir jetzt Analyse halber, das auch da extra anschauen, hat sich jetzt auch nicht mega viel geändert. Der ist auch irgendwo im Mittelfeld wahrscheinlich. Oder relativ weit unten, Disney. Nein, Entschuldigung, da beim Wake Me Up ist er immer noch in der Top 10, ist aber relativ ähnlich, glaube ich, wie das letzte Mal, wo wir es angeschaut haben. Was sich aber für die Schweiz geändert hat, sind 2 weitere Playlists. Und da sehen wir jetzt ein bisschen den Unterschied, oder so ein bisschen ein Vorführeffekt, sage ich jetzt einmal, weil wir das im Teil 2 so viel mehr ist, oder im Teil 1 sogar, also vor 3 Wochen, haben wir uns halt ein bisschen die Positionierung angeschaut von dem Mad Disney Song, und es ist mir schon damals ein bisschen bewusst gewesen, dass es vielleicht allenfalls später in Zukunft könnte ein Thema sein für die Future Hits, wo sie so ein bisschen angehende oder wachsende potenziell hittige Songs, Pop-Songs reintun oder popkulturell wichtige Songs. Und siehe da, für die Schweiz hat jetzt der Song auch ein Future Hits Playlist Seeding bekommen, wo er da jetzt reingeht, weil in Amerika hat es das vor 2 Wochen schon gegeben, oder in der letzten Folge, wo wir uns das angeschaut haben, ist er schon drin gewesen, aber damals noch nicht in der Schweiz. Und wenn wir jetzt die Schweizer Future Hits anschauen auf Apple Music, ist er da auch drin, Salem, Elise, Mad Disney, irgendwo noch im unteren Feld, oder so noch relativ bescheiden, sage ich jetzt mal, irgendwo in den 30er müsste das sein, oder 35er Region. Aber dennoch spannend zum Schauen, dass, obwohl er auf Spotify runter ist, hat er jetzt da 2 neue Playlists bekommen, nämlich auch noch die Zeit für mich. Das ist auch eine spannendere Playlist, sage ich jetzt einmal. Oder da auch schon ein bisschen weiter oben, weil er da auch relativ gut in die Playlist würde passen, würde ich meinen. Oder da würde ich jetzt mal vermuten, relativ gut performen oder testen, beziehungsweise nicht so viel weggibt. Weil die Zeit für mich Playlist ist auch so ein bisschen, ja, irgendwo in so einem Mellow-Hype, in so einem Mellow-Chill-Segment, aber auch so ein bisschen soll eine Hörerschaft ansprechen, wo auch so ein bisschen melancholisch, ihr seht es ein bisschen auf dem Cover, so ein melancholische Girl oder so ein bisschen das Girl, das ein bisschen für sich alleine will sein. Ich will jetzt nicht mutmaßen, dass das Girl da jetzt mega traurig ist, aber es sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre sie in ihrer eigenen Welt. Darum vielleicht auch der Titel «Zeit für mich». Und so ein Mad Disney-Song, rein von der Ästhetik, wenn wir es ein bisschen vergleichen mit den anderen Songs, die auch alle so ein bisschen in diesem Sad-Mood-Bereich sind, Sad-Pop, Emo, Mellow-Vibe-Pop, passt ein Mad Disney eigentlich relativ gut da rein, wie wir das auch schon in Teil 3 bei der Zielgruppe, wo wir uns ein bisschen analysiert haben, auch schon
auch schon ein bisschen besser studiert haben. Von dem her da relativ spannend zu sehen bei Apple Music in der Schweiz, dass er in 2 neue Playlists hineingekommen ist. Einmal die Future Hits, die sehr stark ist und auch Zeit für mich auch sehr stark, aber so ein bisschen in einem anderen Segment, sage ich mal, ist natürlich auch im Pop verbreitet. Und Zeit für mich sehen ihr da lustigerweise, wenn man auf die Startseite geht, hat sie jetzt auch gerade die Playlist selber ein recht prominentes Feature. Darum durch die 2 Playlist-Features wird der Song jetzt auf Apple Music innerhalb von der Schweiz sicher sehr viele neue Hörer bekommen oder Hörerinnen. In dem Fall, weil wir ja das letzte Mal ermittelt haben, dass das wahrscheinlich eher Hörerinnen sind, wo der Song interessiert zurzeit. Und ja, das ist natürlich cool zum Anschauen, dass wir da jetzt rein für die Content-Episode trotzdem das neues Update haben, Apple Music seitig, weil wenn man sich jetzt halt eben Spotify angeschaut hätte, dort wiederum ist er jetzt rückläufige Chart Performance habe ich ja da geschrieben. Genau, und bei Apple Music könnte man jetzt sagen, neues Future Hits plus Zeit für mich. Und dann noch, das meisten Playlists, Future Hits, Playlist Seeding in CH. Da müssen wir jetzt Entwicklung beobachten in den nächsten Wochen. Können wir uns so ein bisschen vornehmen für eine weitere Content-Folge, weil das sicher etwas auslösen könnte. Müsste man sich jetzt anschauen, ob der Konsum in der Schweiz bei Apple Music so stark steigt, bei dem Song, dass er irgendwann auch chartrelevant ist für Top 200 oder wird für Top 200 oder Top 100 von Apple Music. In so einem Fall, dann können wir das mal da protokollieren. Genau, was können wir uns jetzt noch als letztes anschauen und dann in plus minus 15 Minuten die Folge beenden. Wir könnten uns noch anschauen, weil wir das letzte Mal den Test noch gemacht haben. Genau, wir haben uns mal das muss ein Teil 2 gewesen sein, die Google Trends angeschaut. Die Seite für ein paar, die jetzt da vielleicht schon vertraut sind, haben wir uns angeschaut, wie viel überhaupt nach dem Suchbegriff Mad at Disney, wie ihr da seht, suchen. Das ist jetzt eingestellt die letzten 90 Tage weltweit. Genau, wie viel nach dem Keyword Mad at Disney überhaupt suchen. Und wenn man jetzt da halt die letzten 90 Tage anschaut und die Kurve, die haben wir halt zuvor uns auch angeschaut, die müsste jetzt ein bisschen über meinem Kopf sein, genau. Haben wir uns zuvor auch angeschaut, ich glaube die erste Folge haben wir irgendwo da gemacht. Im September oder Mitte September, genau. Da ist es noch voll am Aufgehen gewesen. Und jetzt sehen wir halt auch, wenn wir da die weltweite, das ist sozusagen die weltweite Suche nach dem Keyword Mad at Disney, also Leute, die spezifisch nach dem Songtitel suchen, weil der Songtitel, wieso kann ich das jetzt so sicher sagen, das ist halt ein sehr spezifisches Keyword, Mad at Disney. Darum kann man schwer davon ausgehen, dass die nach dem Keyword suchen, auch den Song im Kopf haben, beziehungsweise den Song haben wollen suchen, sozusagen. Und da sieht man jetzt, dass die YouTube-Suche auch langsam am Abflachen ist, beziehungsweise am Declinen ist, also am Runtergehen ist. Die Suchtreffer sind sozusagen am 18.09. auf dem höchsten Peak gewesen, auf dem höchsten Level, auf dem höchsten Niveau, also sprich am 18.09. oder um den Zeitraum herum etwa, haben die meisten Leute nach dem Mad at Disney Song gesucht. Und jetzt ist es halt in den letzten 2 Wochen ist es jetzt langsam am Runtergehen gewesen. Ist jetzt schwierig zu sagen, das müssen wir jetzt halt beobachten, ob das weiter raufgeht, weil ob es halt eine zweite Welle jetzt gibt, da weiterhin die Grafik oder den Zeitverlauf, den wir jetzt noch nicht sehen, weil der halt in der Zukunft liegt, ob der Song wie so eine zweite Welle verwünscht und da die Nachfrage sozusagen auf YouTube, weil das, was wir uns da anschauen, ist eine spezifische YouTube-Suche, wie ihr da seht, ob das dann wieder raufgeht und vielleicht die Kurve sogar noch grösser wird als die Anfangskurve. Weil was man da jetzt könnte pauschal sagen, ist halt,
die Anfangssuche ist vielleicht sicher durch den TikTok-Hype entstanden oder vieles davon ist halt durch den Viral-Hit auf TikTok entstanden, weil wir das auch schon auseinandergenommen haben in einer anderen Folge, dass der Song auf TikTok schon sehr gross war. Durch das sind halt relativ viele YouTube-Suchtreffer entstanden. Und was man jetzt da hinten beobachtet, ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir auch bei Spotify sehen, dass der Song sich relativ schnell verbrennen tut. Also was heisst relativ schnell ist das jetzt auch nicht, weil sonst würde die Kurve viel schneller runtergehen. Aber er ist sich langsam, aber sicher schon wieder ein bisschen am Verbrennen. Sprich, ein paar Leute haben ihn schon ein bisschen satt oder wollen ihn vielleicht auch nicht mehr so viel hören, wie auch schon, wie 3-4 Wochen zuvor. Und ist jetzt ein bisschen die Frage, je nachdem, wenn halt die Spotify-Entwicklung wieder raufgeht oder auch mehr Leute nach dem Song suchen, würde man es da entsprechend auch da sehen, in der YouTube-Suche, sage ich jetzt mal. Weil YouTube-Seite, wenn man jetzt da nach Mad at Disney sucht, nach dem Song würde man da halt nicht viel anders sehen als das, was wir das letzte Mal schon analysiert haben, dass da halt immer noch der Official Lyric Video gibt, TikTok-Compilations, ein paar Uploads von privaten Channels, die das Video nochmal uploadet haben und die sind halt auch recht viele Views am generieren. Was jetzt der YouTube-Seite vielleicht, oder das ist jetzt auch einfach eine Prognose von mir, was so für ein Schritt könnte sein, wo das Game könnte ein bisschen ändern, sage ich jetzt mal, oder das Spiel könnte ändern für den Song, ist, wenn es ein offizielles Musikvideo noch würde geben. Weil wenn man auf einen Channel schauen, ich weiß jetzt nicht, ob so etwas in Planung wäre, zurzeit gibt es halt nur ein Official Lyric Video und man weiss, es ist so heavy auf den Song fokussiert, dass man ja auch noch nicht wirklich viel von ihr mitbekommen hat als Künstlerin und es wird dann schon, wenn wir das jetzt wieder stoppen, es wird eventuell schon sehr, sehr helfen, wenn es irgendwann noch ein offizielles Musikvideo würde geben. Das müssen wir halt ein bisschen beobachten, ob das tatsächlich noch kommt, weil dann könnte es schon auch sein, dass die Kurve, die wir da sehen, da sind wir jetzt in den YouTube Insights, für die das Content-Format schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ein bisschen, dass es auch ein öffentliches Insight-Tool gibt von YouTube selber. Das tue ich dann auch noch in den Link rein, in die Description rein, dass ihr das selber ein bisschen anschauen könnt. Aber auch da genau das Gleiche. Die Kurve ist da am Runtergehen. Das ist jetzt die Daily Views, die generiert werden auf YouTube momentan. Die Kurve ist da am Runtergehen und da werdet ihr vielleicht dann auch sehen, wenn vielleicht das Musikvideo jetzt dann noch rauskommt. Wie gesagt, ich weiss halt nicht, so tief gesehen in die Planung leider nicht rein, um zu wissen, ob das Musikvideo kommt. Aber wenn da auf YouTube ein Musikvideo kommt, könnte das sicher auch so viel Wellen schlagen potenziell, dass es sogar die höchste Kurve da, beziehungsweise der höchste Peak da wieder einholt oder sogar höher geht als das, jetzt später im Zeitverlauf. Aber das müsste man sich dann später anschauen. Man sieht halt da insgesamt auf YouTube hat der Song inzwischen, oder der ganze Katalog, das ist jetzt der ganze Künstlerkatalog von der Seelenmilice hat 66 Millionen oder über 66 Millionen Views gemacht. Man kann aber sagen, dass die meisten von diesen 64 Millionen Views, wie ihr da seht, sind auf einem Mad at Disney Song entstanden. Also ziemlich alles, was ihr da seht, ist eigentlich auf einem Mad at Disney Song auf YouTube entstanden. Und da lässt sich jetzt nur noch so ein bisschen vergleichen, was spannend ist, was ist jetzt der stärker momentan. Könnte man sich halt auch anschauen, wenn man da auf Spotify wird gehen. Spotify, wie ihr da seht, ist auf 47 Millionen Streams insgesamt, weltweit, auf dem Song. Und wenn ich das jetzt wieder schnell wegnehme. Und YouTube ist auf 66 Millionen, sprich 64 Millionen, wie wir da gesehen haben. Also YouTube ist plus minus 20 Millionen Streams weiter als Spotify. Und in so einer Analyse könnte man jetzt halt, das wäre halt jetzt nicht nur Mutmaßung, sondern halt wie so ein Fact, dass ihr YouTube-Konsum um einiges stärker ist als ihr Spotify-Konsum. Obwohl sie auf Spotify schon in recht starken internationalen Playlists ist, zeigt das aber dennoch, dass
bei ihrer Zielgruppe oder ihrer Hörerschaft, wo halt eher eine jüngere Hörerschaft ist, YouTube immer noch mehr zählt. Es kann halt sein, in anderen Künstlerbeispielen, dass zum Beispiel Spotify am stärker ist. Es gibt auch Künstlercases, wo Apple Music am stärksten ist. So. Aber da rankt sich jetzt, ist noch spannend zu sehen, dass sich da so einreiht, dass YouTube bei dem Song, spezifisch bei dem Mad at Disney Song, der stärkste Driver ist, sagt man dann amix. Also sprich die stärkste digitale Plattform, dann Spotify und dann als drittes wahrscheinlich Apple Music. Bei Apple Music, wie das ein paar vielleicht von euch schon wissen, kann man halt wieso die Daten nicht öffentlich sehen. Ich müsste aber meinen, so schätzungsmäßig mit meinen Referenzbeispielen, wo ich jetzt aus dem Kopf weiss, müsste der Song irgendwo bei Apple Music auch bei 10 Millionen Streams jetzt. Lass es zwischen 5 und 10 Millionen Streams sein. Er könnte auch höher sein, aber ich gehe jetzt bewusst ein bisschen tiefer runter, weil bei der ersten Folge, wo wir uns den Mad at Disney Song angeschaut haben, vor 3-4 Wochen, hat Apple Music den Song irgendwie noch nicht stark auf dem Schirm gehabt und sie sind dann erst jetzt in gewisse internationale Playlists am tun. Darum tendiere ich jetzt eher zu vermuten, dass es jetzt irgendwo im 5 bis 10 Millionen Streaming-Bereich ist, weltweit. So. Vielleicht aber auch ein bisschen höher, irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen Streams. Aber es würde mich schon überraschen, wenn er über 20 Millionen Streams jetzt schon wäre auf Apple Music. Genau. Ist aber dennoch spannend zum Schauen oder ein bisschen mitverfolgen, dass halt YouTube da ganz, ganz klar am stärksten den Song voranbringt, nebst TikTok natürlich, sage ich jetzt einmal. Genau, das Einzige, was ich jetzt noch anschauen will, ist bei YouTube, anstatt dass wir da jetzt den global anschauen, haben wir eben ja schon mal den Test gemacht, dass wir uns anschauen, okay, die Schweiz, da die letzten 90 Tage, da haben wir uns, glaube ich, auch das letzte Mal, wo wir uns die Schweiz angeschaut haben, sieht man das jetzt da, genau, das letzte Mal, wo wir uns die Schweiz angeschaut haben, sind wir, glaube ich, irgendwo da gewesen, beim 18. oder 19. September. Am 19. September hat er da 4600 oder knapp 4700 Daily Streams gehabt, also Daily Views auf YouTube. Ist jetzt auch wieder ein bisschen abgeflacht, aber auch nicht mega stark eingebrochen. Es geht jetzt da einfach ein bisschen konstant weiter, irgendwo bei 2,5, zwischen 2,5 und 2800 Daily Views, wo er in der Schweiz generiert, der Song, also der Mad at Disney Song. Und jetzt könnten wir da auch nochmal schnell die Übung machen, zusammen mit den Charts und schauen in der Schweiz, wir haben das schon mal angeschaut, wie viel braucht es dann im Moment, um mit Top 100 zu kommen. Wenn wir da anschauen, die letzte Position Top 100 hat 21'000, wenn wir da schnell rechnen, 21'000 durch 7, hat im Moment Platz 100, also Position 100 ist mit 3000 plus minus 3000 Daily Views generiert, ein Song, der in der Top 100 ist, also auf Platz 100. Und lustigerweise ist er auch da jetzt wieder nicht weit von dem entfernt. Also wird er jetzt um so 400-500 Daily Views weiter streamen, könnte es halt auch sein, dass es durchaus für die Schweizer YouTube-Charts reicht. Ist jetzt aber auch da wieder die Frage, ob er von alleine die Kurve raufbekommt oder nicht. Wir könnten uns vielleicht mal irgendwann in einem Teil 5, wenn es noch einen gibt, weil das würde jetzt Teil 4, in einem Teil 5 können wir uns dann anschauen, was passieren würde, wenn dann vielleicht irgendwann ein Musikvideo noch droppt. Die Folge ist, wie gesagt, ein bisschen kürzer oder kompakter da gewesen, weil ich einfach mal das Quarbs-Tool anschauen, was ihr dann auch in der Videodescription werdet finden, für die ein bisschen selber recherchieren wollen. Und sonst denke ich jetzt bei dem Mad at Disney Song, es sei denn auf Apple Music und auf YouTube passieren noch, gibt es noch irgendwelche Aktivitäten, wird es jetzt noch nicht unmittelbar gerade in der nächsten Woche vielleicht gerade nochmal einen Upload müssen geben dazu, sage ich jetzt einmal. Ich verfolge das sicher mal weiter oder wir verfolgen das jetzt weiter da auf dem Kanal für die den Track-Travel-Prozess das Content-Format ein bisschen mitschauen und dann wird es vielleicht einmal
eine abschliessende Folge geben oder eine Folge, je nachdem. Es kann jetzt in 2 Szenarien gehen. Entweder der Song kriegt nochmal so ein bisschen Kurve auf Spotify oder vielleicht sogar durch den Hype auf Apple Music beziehungsweise durch die Steigerung auf Apple Music, wenn mehr Konsum dort dazu kommt, entdecken den Song mehr Leute, auch in der Schweiz, und dadurch wird er vielleicht dann auch auf Spotify und YouTube wieder wachsen. Auf YouTube würde ich aber jetzt meinen, ist so meine bescheidene Prognose, dass dort definitiv ein Musikvideo am meisten könnte auslösen und eigentlich das der nächste logische Step eigentlich wäre. Und das mit dem Musikvideo als letztes soll auch für die Schweiz, um ein bisschen überlegen, was kann man da für die Schweiz jetzt mitnehmen bei so etwas, weil es mir ja darum geht, gewisse Anekdoten oder gewisse Learnings daraus ziehen, was man für ein Schweizer Beispiel dann könnte machen. Ihr seht da jetzt auch in Teil 4 gibt es immer noch kein Musikvideo zu dem Song, obwohl er auf YouTube mit dem Lyric-Video, obwohl der Song schon sehr stark konsumiert wird. Und das soll euch wie so ein bisschen zeigen, Amerika hat das halt schon ein bisschen mehr intus, dass die jetzt dennoch, ob es da passiert jetzt oder nicht bei dem Mad Disney Song, weiß ich nicht, aber Amerika hat das schon auf dem Schirm oder schafft mit dem Gedanken, dass sie halt hindurch, wie ich das auch schon erklärt habe, im Longtail, im Streaming, weil sie halt so langfristig denken, würde es ihnen jetzt nichts ausmachen, 1,5 Monate später ein Musikvideo zu bringen erst. Weil für gewisse Schweizer Beispiele oder Leute, die sich das anschauen, können wir meinen, ja, aber das ist viel zu spät, 1,5 Monate später ein Musikvideo erst rauszubringen zu einem Song. Aber um das soll es ein bisschen gehen, bei dem ein kleines Verständnis bilden. Wenn es dann um Streaming geht, um langfristig, halt den Marathon-Gedanken, dann sind 1,5 Monate später jetzt nicht so ein riesen Schritt. Weil wenn man sieht, der Song wird halt konsumiert, dann kann ein Musikvideo auch gut und gern 1,5, 2 Monate oder sogar 3 Monate später kommen. Weil das Lyric-Video und der Wachstum, sage ich jetzt einmal, auf YouTube in den Analytics zeigt schon, dass da offensichtlich eine Nachfrage da ist für den Song. Und der Song auch ganz ohne Musikvideo, jetzt sind wir da schon bei 45 Minuten, auch schon ganz ohne Musikvideo, schon so am Piken war und so eine Welle ausgelöst hat. Und da macht man sich halt vielleicht in Amerika schon die Überlegung, ja, was könnte das noch anrichten, wenn man jetzt zum richtigen Zeitpunkt noch ein Musikvideo hinterher legen würde, sozusagen. Weil es muss nicht heissen, die Kurve, letztendlich, wenn wir uns da jetzt in der Schweiz befinden mit diesen 100'000, aber die Kurve, die Übung könnte man jetzt auch mit dieser Schweizer Kurve machen, das muss nicht heissen, dass jetzt, wenn ihr euch die Kurve jetzt ein bisschen anschaut in der Darstellung, dass man jetzt mega falsch handeln würde, wenn man erst jetzt ein Musikvideo bringt. Weil es hat vielleicht auch zuerst mal all den Konsum gebraucht, um mir überhaupt zu zeigen, dass Leute wirklich den Song wollen und eine aktive Nachfrage da ist. Und mit einem Musikvideo-Release könnt jetzt vielleicht das Niveau von den Daily Views, von den Daily Streams auf YouTube, können vielleicht locker auf über 5000 Daily Views auch hier in der Schweiz gehen. Weltweit sehen die Zahlen natürlich grösser aus, aber ihr versteht vielleicht ein kleines Beispiel, was ich meine. Wenn da jetzt noch ein Musikvideo kommt, kann sich das locker noch verdoppeln oder verdreifachen, die Views, die da entstehen. Und das ist halt eher so ein bisschen das amerikanische Prinzip, sage ich jetzt einmal. Die schauen sich halt eher Strategie an, wo hindurch nach Release viel gemacht wird. Wenn ihr dort so ein bisschen den Vergleich jetzt an Deutschland zum Beispiel, momentan versucht er sehr viel immer zum New Release, also immer dann, wenn der Song gerade rauskommt oder das Projekt, versucht es mega viel Impact auszulösen auf einmal, also gerade, blöd gesagt, die ganze Munition zu verschiessen. Und die US, da gibt es halt mega Unterschiede, wenn man sich die Länder anschaut. Amerika ist eher auf dem Trip, die wollen hindurch viel machen. Sprich, die wollen das alles noch in die Länge ziehen. Wie es halt bei dem Streaming-Ding halt meistens darum geht, wie man halt den aktive und passive Streaming-Konsum in die Länge ziehen kann und so. Und wenn man sich da etwas abschauen kann, auf jeden Fall für die Schweiz ist, wenn man jetzt einen Song hätte, der halt vor sich her streamt und man hat noch kein Musikvideo zu dem gemacht, dann
würde ich die Idee nicht sofort abschmettern, dass man auch gut und gern 1,5 Monate oder 2 Monate später ein Musikvideo bringen kann, weil schlussendlich wird halt niemand sagen, das ist alt oder wieso bringst du das erst jetzt? Weil wenn die Leute aktiv auf YouTube danach suchen und es gibt noch so ein Grundrauschen, ein starkes Grundrauschen, dann kann man auch das Musikvideo später bringen. Um das ist mir ein bisschen gegangen. Genau, das war so ein bisschen Teil 4 vom Mad at Disney Song. Wir werden sicher da mal eine Fortsetzung machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Learnings daraus ziehen aus dem. Es wird all die Tools oder die Quellen auch noch in der Video-Description geben. Danke vielmals fürs Zuschauen und überlegt euch, die Folge zu liken. Das hilft auch ein bisschen am Algorithmus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.